So, hallo und herzlich willkommen. Boah, ist die Musik laut. Da muss ich erstmal Einstellungen machen. Ja. Nicht teilnehmen. Ja, komm. Möchten Sie Spiele ohne sich anzumelden? Ja. Oh, das war laut. Warnung, Sie sind nicht im Game for Windows Live verbunden. Daher können Sie nicht auf Online-Optionen. Ja, will ich auch nicht, Mensch. Option. Audio. Oh, Sprache. Umgebung. So. Effekte. Muss ich alles mal runterschalten. Musik. Gesamtlautstärke. So, liebe Freunde, grüß Gott zu einem Livestream von mir. Ich weiß, ich war schon lange nicht mehr live, aber das hatte so seine... Was? Das hatte so seine Gründe, warum und weshalb. Und ich habe noch zudem mein Computer neu aufgesetzt. Das heißt, wenn der Vocal, wenn mein Mikro zu laut ist, dann bitte schreibt's mir. Wie schon gesagt, es hat sich alles respawned, also zurückgesetzt. Und darum kann es gut sein, dass die Vocal, also das Mikro zu laut ist, der Sound zu leise, der Sound zu laut, das Mikro zu leise. Wie auch immer. Könnt ihr mir da bitte schön weiterhelfen, indem ihr mir Bescheid gebt, wie es ausschaut. Nein. Spieleinstellung. Schwierigkeit normal. Kompass ein. Vollständig. Ich habe das Spiel erst gerade gestartet, wie man sieht. Nee. Ja. Rechtliches. Bla 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 bla. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das streamen darf, aber das Spiel ist schon so alt, dass ich das darf. So, also in meinen Ohren ist das Game viel zu laut. Ich hoffe bei euch nicht. Also ich weiß es nicht, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, dann weiß ich, dass es in den Chat, dann weiß ich, dass es zu laut oder zu leise ist. Also nur keine Angst. So, also ich habe gerade vorhin Operation Flashpoint. Ich schaue nie die Hauptnamen an. Auf jeden Fall den anderen Teil durchgespielt und habe gefunden, so jetzt mache ich einen Livestream von Operation Flashpoint Red River. Das ist so, glaube ich, eine Zusatz-Add-on von Operation. Ich werde eines Tages noch rausfinden, wie das andere hieß. So, also eben, wenn Mikro zu leise, wenn Facecam im Weg und so weiter und so fort, meldet euch. Ich habe meinen Rechner neu aufgesetzt. Und das ist mein Streaming-Programm natürlich, Back to the Roots, ganz am Anfang. Und das muss ich wieder einstellen. Genauso wie die Hosting-Anzeigen und Follower-Anzeigen und so weiter. Ich weiß nicht, ob die angezeigt werden. Musste alles neu machen. Das werden wir sehen. Seravial, die hatten Auto-Hosting immer noch drin von meinem Channel. Das freut mich. Jo. So. Hardcore, ja. Erfahren, Hardcore, ne, das passt ja. Jo, also, wenn irgendwas ist oder so, ne, ihr wisst schon, schreibt's mir in die Chats rein und dann werde ich das in Angriff nehmen. Ich weiß nur eben nicht mehr genau, was ich früher alles im Streaming-Programm hatte und so. Falls es auch irgendwelche Lags gibt und so weiter, aber das sehe ich nicht so. Ich streame momentan auf 180p. Also ich teste das mal, weil ich habe herausgefunden, dass ich eigentlich eine super Internetverbindung habe. Ich habe auch herausgefunden, woran das lag, dass ich da schlechtes Internet hatte. So viel dazu.
So, dann wollen wir doch mal die Mission starten. Willkommen in Tadschistan. So, 6 Uhr morgens, Tag 1. Na dann, here we go. Was? Truppstellung, Feldzug, Gast. Wieso Gast? Ja, passt. Also das andere war einfacher. Codemasters Presents. Ich kann leider Facecam nicht so einfach ausmachen. Man, I fucking love this song. So who had a ray gun? No, fucktard. Not Ray Gun. Reagan. Ronald Reagan, 40th President of the United States. Whatever, dude. Reagan had to deal with all this same stuff in the 80s. Insurgents trying to overthrow their governments. Back then, the Afghans went crying to the Russians for help. Facts. This pisses Reagan off so much, his boys whip up Operation Cyclone and use the CIA to arm and train the Mujahideen. One of these CIA-trained badass Lawrence of Arabia SOBs who kicks the Russians' asses out of Afghanistan ends up being Osama bin Laden. Oh, snap. No shit. True story. Also ich hoffe, das Spiel ist wirklich auf Deutsch und nicht nur auf Untertitel. The entire Russian economy collapses and goodbye USSR. Now America has no more bad guys to fight. Oh, go America. It's your birthday. But in the meantime, Osama and his now well-armed Al-Qaeda brothers start screwing with everybody. Egypt, Algeria, hell, he's blown up half the Middle Eastern governments trying to create a unified Muslim country. But here's the thing, the people don't want it. Why? Don't know. Maybe they like their lives how they were. So he deems them all viable targets. He started blowing up his own fucking people? Man, that's fucked up. Yeah, that's why they're called terrorists, douchebag. So Bush Sr. becomes President 41. Schwarzer Humor hier. Before we know it, he's balls deep in Kuwait fighting Saddam for the Saudis. This pisses Osama off so much, he starts mouthing off about Saudi Arabia. So the Saudis banish his ass. Sucks to be you. Now, the dude's living in a cave in the hills of Afghanistan, and he's like, screw this noise, and calls down a jihad on all Americans. So it's fatwa on America and our allies. And what happens next? Hi, den Juk. Ich hoffe, Soundeinstellungen und so weiter sind alle okay. Gold star. Sonst einfach melden. Bitch. The Marines are balls deep in Iraq, Afghanistan, and now this butthole. The war on terror's got a plug to pull on the septic tank of insurgents. This place is the drain stopper. I heard that. Every evil bastard that got banished, kicked out, had nowhere else to go, they came here. Anyway, it's the ETIM you really need to be worried about. The ETIMs carried out the suicide bombings along the Zhanjiang border in China's backyard. And they don't like anyone pissing in their cornflakes. China caught some of their leaders and executed them publicly via firing squad. ETIM swears retaliation. And so they killed those Chinese Ich hoffe, dir geht's athletes gut, last den year Juk. at the Olympics. So what do you think, Sergeant Kirby? You've seen the most action out of all of us. Back at Pendleton in what, 2 weeks? The insurgents are well trained and they've been fighting the PLA for a lot of years. So this is not going to be easy. There's no routes into the countryside. Ich hoffe, es ist auch alles so in Ordnung vom Stream-technischen Sound und so weiter, keine Doppelsounds und so. Einfach sonst melden. Und Qualität mit 1080p sollte hoffentlich auch okay sein. Falls da Lags und so weiter bestehen, dann bitte auch schreiben. Dann ändere ich die Auflösung auf 750p beim nächsten Mal. Puffering. Brühwürfel. Also ich bin kein Fan von Krieg und so, aber das Spiel Operation Flashpoint ist einfach fantastisch gemacht und ja, es ist für mich... Heiliger Rohrkrepierer, was ist denn das für ein Haufen Scheiße in Tüten, den man mir da auf mein Deck gestapelt hat? Oh, Nicht sagen, lasst mich raten. Ihr Gänseblümchen seid der Ersatz für meinen Angriffstrupp? Ja, Staff, Sergeant! Guter Anfang. Schnappt euch das MG und folgt mir. Im Laufschritt. aber Moment. Spieleinstellungen. Tutorial-Text anzeigen. Ach so. Hilfe eingeschaltet. Untertitel anzeigen. Ach,
RV anzeigen. Fadenkreuz Waffe, ja. Truppstatus, automatisches Dreh. Was? Ist diese Option aktiviert? Behalten Sie einen anvisierten Gegner auch bei einem Schritt zur Seite im Fadenkreuz. Hallo? Ja, danke für die Nachfrage, lieber Nuke. Mir geht's soweit gut. Ich musste mal, also ich habe meinen Rechner neu aufgesetzt und darum kam ich lange Zeit nicht mehr live streamen und ja, es kann sein, dass das eine oder andere nicht richtig funktioniert und es kann auch sein, dass die Musik, das Mikro zu laut ist. Darum bin ich um eure Mithilfe sehr dankbar, wenn ihr mir da weiterhelft. Ich habe herausgefunden, dass ich eigentlich eine super Internetverbindung habe und eigentlich mit 180p streamen kann auf YouTube und auf Twitch. Sollten also keine Internetprobleme da sein. Wenn doch, dann werde ich in Zukunft wieder rumschalten auf 720p. Aber da seid ihr natürlich jetzt gefragt. Ja, ich muss hier noch schnell einige Einstellungen machen, weil das passt mir noch nicht. Ist diese Option aktiviert, dreht sich Ihre Waffe langsamer, wenn Sie einen Gegner im Visier haben, so dass Sie ziehen können. Was? Nee. Zielhilfe eingeschaltet? Nein. Mini-Radar? Ja. Ziele? Was wählen Sie, ob Markierungen angezeigt werden sollen, die Ihnen den Weg zum aktuellen... Ja, das ist auch für mich relativ hilfreich. So, gut. So. Ja. Training auf dem Schießstand abschließen. Achso, jetzt, ja, wir fangen ja neu das Spiel an und starten mal erstmal so quasi das Tutorial. Wir wissen ja nicht, wie man schießt und so. Oh, Leute, ist das bei euch auch so laut oder ist das einfach nur bei mir so laut? Alter Schwede, in meinem Headset, da brummt's ja so richtig vor sich hin in dem Spiel, obwohl die Musikeinstellung eigentlich leise ist. Aua, 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 aua. Ich muss hier mal schnell, ja, so, 50% in meinem Headset einschalten. Ihr solltet normalerweise ganz normal weiterhören, wenn das Spiel dann läuft. So, mal schauen. Wie schaut es jetzt aus? Ja, doch, das ist okay. Hoffe ich. Also für euch ist die Musik nicht zu laut. Ansonsten einfach bitte sagen. Ich möchte ja nicht, dass ich untergehe. So, also ich habe das den Vorgänger gespielt. Boah, ist die Maus schnell hin. Heilige Scheiße. Ohren auf, ich sag das jetzt nur einmal und wer es nicht mitbekommt... Mann, die Stimme hört man ja gar nicht. So, Umgebung, so, den Master, so. Kriegt auch keinen Spickzettel. Während ihr euch in Bagram am Sack gekraut habt, wurde der harte Kern von uns hierher in die nördlichste Zone von Afghanistan verfrachtet. Wir haben darauf gewartet, dass uns die Puddinghirne aus Washington endlich von der Leine lassen, damit wir in Tadschikistan aufräumen können. Man sagt ja, jeder Marine sei zuallererst ein Schütze. Aber ihr Blindfische seht aus, als könntet ihr locker einen Flugzeugträger mit der Panzerfaust verfehlen. Und da stehe euch, also... Ist der uns wieder, da... Eine Sportschützenanlage, aber immerhin. Feuer frei, Marines. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Waffentraining. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach so. Wenn ihr mich beeindrucken wollt, dann zeigt mal, welche von euch Dünnhalsenden wirklich was treffen kann. Denkt dran, ein Schuss, ein Toter. Und vergesst niemals das 6. Nox-Gebot. Du sollst immer eine randvolle Tasche mit Magazinen dabei haben. Denn diese Munition muss deinen traurigen Arsch vielleicht lange am Leben erhalten. Habt ihr irgendeine Ahnung, wozu der Wahlschalter da ist? Damit wechselt ihr den Feuermodus, ihr Schwachstroller. Welchen Schalter? Mit was mache ich denn das, lieber Freund? Ach. Ihr Weichhirne habt doch 2 Waffen, oder? Überprüft die Pistolen. Ich frage mich, wie... Ich möchte, dass ihr jetzt eure Waffen ausprobiert. Der Staub hier macht einen fertig und ihr schießt sowieso beschissen als eure Omas. Ja, ist gut. Provoziere. Holt euch eure Eierwärmer. Bei mir sammeln.
Moment. Ah, okay. Aber drücken Sie T. Ach, mit T kannst du. Na, super. Wie kann ich das Licht ausmachen? Ach, mit F. Okay. Ja, ist alles ein bisschen anders zum anderen, wo ich gespielt habe. Okay, das ist noch gleich mit E. Trupp, Brau, ach, das ist... Ah, okay. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Also. Habe ich jetzt so schlecht geschossen? Nee, oder? Was? Oh nein, ihr würdet euch doch nie trauen, mit dem Scheißding auf mich zu schießen. Willkommen im Krieg. Einreihen, Bravo. Falls ihr es noch nicht geschnallt habt, wir stehen unter Beschuss. Der erste diese Woche. Wird auch langsam Zeit. An alle, hier Outlaw. Prophet hat den Ursprung des Mörserfeuers in einer verlassenen Siedlung an der tadschikischen Grenze geortet. 1,5 Kilometer nordwestlich. Outlaw 2, neue Befehle. Räumen Sie das verlassene Dorf. Dürfte kein Problem sein. Zeigen Sie Ihren Frischlingen mal die Gegend. Outlaw Ende. Outlaw 3 gibt Feuerschutz und sichert den Konvoi. Kommen. Verstanden, Outlaw. Outlaw 2, Ende. Mann, was ist denn das? Meine Fresse, Bravo. Ihr seid ein verfluchter Haufen Glückspilze. Alle Einheiten aufgesessen. Wir haben einen Auftrag diesseits der Grenze. Welche Taste hätte ich müssen drücken? Tachi-Wichser war blöd genug, die vorgeschobene Aufklärungsbasis mit dem Mörser anzugreifen. Der braucht etwas Nachhilfe, warum Was man ist sich das? verflucht nochmal nicht mit den Das Marines ist doch anlegt. Shift, oder? Nee. Hä? Was sind das? Alter, was sind das? Was für eine Taste soll ich halten? In den Humvee! Sofort, Bravo! Moment! Ich habe hier Steuerungsprobleme! Hä? Sprinten? Ja. Rechts sehen, links sehen, nach oben sehen, unten links. Sekundär, ja, nachladen, ja, ducken, Strike, ja, das ist doch eigentlich alles Standard. Hinlegen, Y, ja. Aufstehen, Leertaste, Waffen 1, Auswahl zum Granatenwerfen, Feuermodus, verwenden, Chat, Schnellbefehl, ach so, Festhalttaste, warum sagt ihr mir denn das nicht, Mensch, dass es die Festschalttaste ist? Folgen. Ziel folgen, mir folgen. Sammelt euch. Bravo, rein in den verfluchten Humvee! Ja, Schrei, komm! Wie steige ich jetzt ein? Hallo? Ah, hier hinten. Abfahrbereit. Boah, also grafisch wirklich super gemacht für ein Spiel, war irgendwie im 2010 oder so gemacht wurde. Aber wo schlagen eigentlich die Mörser ein? Ach, da vorne. What the hell? Irgendwie habe ich so das Ihr Gefühl... seid erst einen Tag hier und kriegt schon einen Einsatz. Tja, Entweder seid ihr meine kleinen Glückspilze, oder das wird der schlimmste Einsatz seit der Schlacht am Little Big Horn. Normalerweise braucht man Monate, um in meinen Zug zu kommen, weil es der verflucht Beste im ganzen Bataillon ist. tja, siehst Also du nur, was du für entweder pfeift Leute ihr hast. jetzt die Hymne des Marine Corps aus eurem Hintern, oder ihr verpisst euch. Scheiße, ihr solltet euch geehrt fühlen, mit mir hier überhaupt dienen zu dürfen. Habt bei der Musterung wohl das Goldticket des Monats gezogen oder so eine Scheiße. Boah, bist du eingebildet, hey, Kollege. Komm, gib mal Ich werde Stoff diesen hier. ganzen wirren Mist neu programmieren, den man euch in den letzten 3 Monaten ins Ah, du Hirn bist gestopft das. hat, Oh während ihr Gott. euch in diesem Ferienlager namens Kabul den Hintern platt gesessen habt. Ich mache euch zu zielfixierten, lasergelenkten, tödlichen Killermaschinen. Zu verdammten modernen Samurais. Aha. Verlasst euch drauf, Mädels, da kümmere ich mich drum. Für alle Hirnathleten, Aha. die in der Vorbesprechung nicht zugehört haben. Prophet ist unsere Aufklärungsabteilung. Und die hat das Funkgeschnatter der Aufständischen abgehört. Die sind den ganzen letzten Monat über die Grenze geströmt wie die Ratten und sie nutzen den Roten Fluss als Navigationshilfe. Sie nisten sich in der ganzen Gegend ein wie die Kakerlaken und unsere Aufgabe ist es, den Kammerjäger raushängen zu lassen und diese Landplage auszuräuchern.
Dieses Bataillon wird das erste sein, das nach Tadschikistan reingeht. Und wenn es nach mir geht, werden wir auch die Letzten sein, die da wieder rauskommen. Entweder tot oder lebendig. Man muss uns nur den Befehl dazu geben. Die Tadschi wissen, dass wir hier sind und sie mögen uns nicht. An die Mörserangriffe müsst ihr euch gewöhnen. Es gibt nichts, was ihr dagegen machen könnt. Das sind keine organisierten Angriffe. Sie sollen uns nur stören. Meistens sind es nur irgendwelche Jungs von den Bauernhöfen in der Umgebung, denen man $5 und eine AK in die Hand gedrückt hat, damit sie in unsere Richtung schießen. Sobald ihnen die Munition ausgeht, laufen sie zurück in ihren Ziegenstall. Das Problem ist, dass die Mohnernte dieses Jahr gut war. Unser Feind hat gut verdient und kann sich viele AKs kaufen. Ja, das motiviert ja richtig Da zumindest. wird's wohl richtig scheiße regnen. Washington markiert zwar gerne mal den Dicken, aber diesmal meinen sie's ernst. Oder, Staff Sergeant? Wollt ihr den Krieg ganz allein gewinnen, Alpha? Ihr habt schon genug Scheiße wegzuschaufeln ohne dieses Dorf. Aber wenn ich meine großzügigen 5 Minuten kriege, lasse ich euch vielleicht bei meiner Invasion mitspielen. Tja. Also der ist schon... Kennt ihr das Spiel Squad? Das ist auch so eine Army-Simulation. Haben wir Feuererlaubnis, Staff Sergeant? Die Spielregeln lauten, feuert auf jeden Pisser, der aussieht, als habe er eine Waffe, ein Funkgerät oder auch nur ein Handy. Klingt vielleicht hart, aber diese Sackratten pfeffern uns seit einer Stunde mit Mörserfeuer zu. Und jeder Typ mit einem Handy könnte ihr Artilleriebeobachter sein. Wenn ihr also nicht gleich am ersten Arbeitstag hier ins Gras beißen wollt, haut rein! Yay! Nee, eigentlich nicht. Also ich bin absolut gar kein Fan von so Krieg oder so, aber ich spiele es halt. los jetzt! Ich spiele es halt ziemlich gern. Gelände und gehen sie in Deckung! Rüber da und zwar im Laufschritt, los! Nein! Trupp, sammelt euch. Komme. Kommt die jetzt? Oh, die kommen ja wirklich. Oh, sexy. Bitte sexy, Zivilisten in Leute. der Nähe. Schlechtes Zeichen. Also gut, richten wir uns auf Ärger ein. Charlie, ihr schaut rechts nach, was ihr findet. Bravo links. Alpha kommt mit mir. Okay, sind unterwegs. Charlie, Wo soll ich Position, hin? Sergeant. Links. Alpha in Stellung und bereit, Staff Sergeant. Hier ist eine Silhouette. 75 Meter, Norden. Silhouette. Ich war noch nie im Krieg. Ich weiß nicht, was eine Silhouette ist. Was ist eine Silhouette? Boah, ich sterbe sicher mal. 75 Meter, Norden. Norden. Tut mir leid, nicht gesehen. Gewehrschütze, 25 Meter, Nordosten. Erledigt. Hier Alpha-Team. Sie haben uns im Visier. Liege unter Beschuss. Zielobjekt tot. Hier Charlie-Team. Wir haben Verwundete. Ich liege hier unter Beschuss. Das ist schön, Hier ich sehe Alpha-Team. niemanden. Feindstellung unter Deckungsfeuer. Alpha, Charlie, vorwärts. Bewegt euch. Boah, Leute. Ihr wart sicher schon mal im Krieg, oder? Ich bin getroffen! Aua! Sanitäter! Hier Charlie. Gewehrschütze, 75 Meter, Osten. Soto wurde verwundet. Gewehrschütze, 50 Meter, Norden. Boah! Ich komme in Ihren Schussbereich. Sunny! Zielobjekt ruhig gestellt! So, die Blutung wäre gestoppt. Halte E, um die Blutung zu stoppen. Ich habe gemeint, ich wäre schon geheilt. Ah? Sie haben uns im Visier. Shift, W. Was? Vorzurücken. Nee. Hier Charlie-Team. Okay, sieht aus, als wäre die Party hier zu Ende. Bravo, die Tadschis sind ruhig gestellt. Das Dorf ist sauber. Bei mir sammeln. Bewegt eure Ärsche hierher. Kann ich denn jetzt? Outlaw, hier Outlaw 2-1. Alle Taktik. Gegner ausgeschaltet. Verwundete Wiederhole. Beamte. Alle Gegner ausgeschaltet am Parsons Peak. Bitte bestätigen. Kommen. Verstanden, Outlaw 2-1. Bereithalten für neue Befehle. Komm. Top! Laufschritt! Outlaw 2-1, hier Outlaw Häuptling. Die Operation Enduring Shield hat begonnen. Der Rest des Bataillons rückt entlang der Hauptnachschubroute zum Sammelpunkt am Flugfeld vor. Der Widerstand war leicht, Sie sollten also keinen Geleitschutz brauchen. Wir sehen uns dann in der Basis. Ende. Bestätige, Jo. Outlaw-Häuptling sind unterwegs. dann. Da seht ihr, mit was für einer Scheiße ich leben muss. Ich spiele hier den Babysitter für euch, während die Invasion ohne uns losgeht. Bravo, ich schlage vor, Sie beeindrucken mich zur Abwechslung mal. Outlaws aufsetzen, das ist unser Scheißkrieg. Hallo? Beeindruckend. Ja, welches Auto ist denn unseres? Verteidigungsstellung, 25 Meter, Westen. Trupp, springen Sie rein. Danke.
So. Mann. Abfahrbereit. Taktik. 650 Meter, Nordwesten. Folgen, bei mir einsteigen. An Bord, Marines! Mann. Bestätigt, kümmere mich drum. Also das Untermenü, das Befehlsmenü ist noch Ich geb gewöhnungsbedürftig, aber wenn man das raus hat, Okay, Bravo, ist ich gut. buchstabiere das jetzt nochmal für euch, also zuhören. Bei der Operation Enduring Shield geht es darum, das zu Ende zu bringen, was wir in Afghanistan begonnen haben. Die Aufständischen haben sich ein neues Versteck gesucht und in dem Drecksloch Tadschikistan haben sie es gefunden. Das Land zerbricht jetzt daran. Es gab 2 Optionen. Plan 1, warten, bis die verschissene UN endlich aufhört, sich zu streiten, was es freitags in der Kantine zu essen gibt, während das Land in Stücke fällt. Plan 2 war einfacher. Lasst das Marine Corps von der Leine, damit sie ein paar Ärsche eintreten, den verfickten Tadschi-Piss an die Hosen stramm ziehen und die Region sichern. Man munkelt, dass den Chinesen auf ihrer Seite der Grenze das Gleiche passiert. Aber die wollen... So. Befehlen Sie Ihren Trupp ins Dorf vorzurücken. Ja, Dorf mit dem Angriffsbefehl angreifen. Ja, so, ich muss mal schnell ein AFK machen, weil ich muss mal schnell. So, bin wieder da im Einsatz und so weiter und so fort. Ne, ja, sammeln bei Knox, ja. So, räumen Sie das Dorf von aus Einsatz. Ja, gut, wir haben's. Okay. Ja, also ich habe den Vorgänger Nationen überlassen, dort aufzuräumen. gespielt. Scheiß drauf. Das Korps geht da rein und räumt mal richtig auf. Mann, diese Cobra-Piloten haben einen total chilligen Job. Fliegen durch die Wüste und knallen den ganzen Tag Tadschis ab. Ich hoffe, die lassen uns noch ein paar übrig. Wir sind unterwegs an leichten Panzern vorbeigekommen. Was die Cobras nicht erwischen, erledigen deren M242. Schwere MGs, Kaliber 25. Boah! So, Frisur sitzt. Aufpassen, Marines. Wir überqueren jetzt die Grenze Nee. nach Tadschikistan. Echt? Ich sehe da gar keinen Unterschied. Mann, das ist echt geil. Das ganze Bataillon ist auf dem Kriegsfahrt und greift überall Ziele an. Alpha Charlie, Luft anhalten. Nur weil der Rest des Bataillons über diese Straße gefahren ist, heißt das nicht, dass sie auch sicher ist. Also Augen auf beim Hosenkauf. Jawohl, Staff Sergeant. Augen Die auf beim Aufstände in Co. Afghanistan Ja. sind eine Pest und diese Pest breitet sich jetzt über die Grenze aus. Und jetzt warten wir darauf, dass den Politikern irgendeine scheiß Ausrede einfällt, uns da reinzuschicken. Sonst geht die ganze verfickte Region hier hoch wie ein Haubitzenvolltreffer in der Latrinengrube. Ich rate euch, baut keinen Scheiß mit mir oder dem Ruf meines geliebten Outlaw-Platoons. Wenn ihr glaubt, das Schlimmste, was euch hier draußen passieren kann, wäre ein Bauchschuss im Einsatz, dann kennt ihr mich aber noch nicht. Ich reiß euch eure Hintern bis zum Stehkragen auf, dass ihr euch wünscht, ihr werdet lieber dem Kirchenchor beigetreten. Also genau wegen solchen Leuten wollte ich nie ins Militär. Genau wegen solchen die. Ja, wie ihr schon mitbekommen habt, ist das ein Szenario in Afghanistan, wo vom afghanistanischen Krieg inspiriert. Wow! Sprengfalle, Sprengfalle! Also ausrücken, los jetzt. Outlaw 3, Status? Outlaw 3, ich brauche eine Lagemeldung, bestätigen. Hier, Outlaw 3-2. Da haben wir das Staff Sergeants wurde getroffen. Es ist voll im Arsch. Verdammt, dann können wir uns auf Besuch gefasst machen. Sofort zum Verteidigungsring formieren. Ich brauche Zeit, um das Wrack zu durchsuchen. Ich orte
Bewegung, Infanterie, 100 Meter. Wenn Sie bewaffnet sind, habt ihr Feuererlaubnis auf die Schweinepriester. Hier Alpha-Team, Feindkontakt. Wie wär's mit etwas Hilfe, Jungs? Ich sehe Sie wollen uns in die ihn Flanke fallen. Alpha, nehmen Sie Charlie mit. Verteidigungslinie einrichten, rechts bei den Ruinen. Bravo, links das Gleiche. Vielleicht verdient ihr euch heute noch den Ehrentitel Marine. Feindkontakt, Feuer! Die decken uns hier richtig satt ein! Gewehrschütze! 75 Meter! Westen! Los, los, los! Erwischt! Gewehrschütze! 50 Meter! Westen! Zielobjekt erledigt! Frei! Zielobjekt Haltet mir den Rücken frei! frei! Gewehrschütze! 200 Meter! Osten! Tot! Frei! Gewehrschütze! 75 Meter! Haltet den Verteidigungsring aufrecht, ich brauche Zeit! Raum gesichert! Mein Gott! Ich Hier selber war Charlie heute Team, gar wir nicht. werden beschossen! Feindkontakt! Nordosten! Gegner am Boden! Zielobjekt ruhig gestellt! Frei! Wir haben Verletzte! Ja, also ich finde die Animationen... Zielobjekt erledigt! Outlaw-Häuptling, hier ist Outlaw 2-1, kommen. Outlaw 2-1, kommen. Wurden mit Sprengfalle angegriffen, ein Fahrzeug ausgefallen, überprüfe Verluste. Konvoi steht im Feindgebiet, kommen. Verstanden, Outlaw 2-1. Also wie sie Lassen Sie Ihre Verwundeten rausbringen und dann nicht Sie weg da. Sie haben Feuererlaubnis auf jeden Bewaffneten, der sich dem Konvoi nähert. Wir schicken Luftunterstützung, um Ihnen Deckung zu geben. Melden Ja, Sie, wenn macht Sie wieder das. weiterfahren können. Outlaw-Häuptling, Ende. Verstanden, Outlaw-Häuptling. Wollt ihr das auch? Hier Alpha-Team, wir werden beschossen! Ups, Entschuldigung. Nicht schießen! Gewehrschütze! 50 Meter! Westen! Wir haben Verletzte! Mann am Boden! Feuer einstellen! Wir kommen durch! Hier Charlie-Team! Was für eine Scheiße! Wir sind hinüber, da lebt keiner mehr. Also gut, Outlaws 2 und 3. Packt zusammen, wir hauen hier ab. Bewegung. Outlaw-Häuptling, hier Outlaw 2-1. Bitte komm. Kommen Sie, Outlaw 2-1. Outlaw 2-1 ist unterwegs. 2 Verluste, komm. Mein Gott. Verstanden, Outlaw 2-1. Outlaw 2-1, Vorrücken zum Flugfeld. Ein Trupp Red Patcher wurden am Dorfrand vor dem Flugfeld angegriffen. Sie müssen eine Bresche schlagen, durch die das Spezialistenteam entkommen kann. Halten Sie die Leute zusammen. Wir sind noch längst nicht fertig. Kommen. Bestätigt, Outlaw-Häuptling. Outlaw 2-1, Ende. Wir können hier nichts mehr tun. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Aufsitzen. Ja, welches Auto denn, Mensch? Ich weiß nie, welches Auto. Ja. Abfahrbereit. Trupp, springen Sie rein. Bestätigt! Gebe Deckung! So. Auto, wir sitzen. Nee, also ich Davon finde hab ich geredet, es Bravo. richtig super Diese gemacht vom Sprengfallen machen euch Gameplay. schneller fertig als ein Tequila-Wettsaufen mit einer Trans in Tijuana. Sprengfallen? Von der Animation, von der grafisch und so weiter Wenn ihr hier finde ich verdammt es noch mal lebend rauskommt. super gemacht, voll cool umgesetzt. Haltet euch an die 10 Nox-Gebote. Jeder, der eins dieser Gebote bricht, wird dem Allmächtigen schon bald von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Das garantiere ich euch. Aber es ist euch nicht gestattet zu sterben, bis ich es euch höchstpersönlich befehle. Ist das klar? Bist du Das Herr erste oder Gebot, was? du sollst dich nicht erschießen lassen. Bleibt in Deckung, vermeidet offene Flächen und lasst euch nicht von eurer Einheit abschneiden. Auch wenn die Tachis nicht schießen können. Ein Querschläger kann genauso tödlich sein. Das 5. Gebot, du sollst deine Wunden versorgen. Wenn sie getroffen werden, bluten sie. Wenn sie zu lange bluten, werden sie bewusstlos und irgendeine arme Sau muss sich in Gefahr bringen, um ihren Schweizer Käsearsch zusammenzuflicken. Geht in Deckung, versorgt eure Wunden und haltet euch vernünftig, wenn ihr die Zeit dazu habt. Wenn ihr Teil dieser Einheit sein wollt, befolgt ihr diese 10 Gebote Wort für Wort. Fuck, die schießen Alter. von beiden Seiten auf uns und wir fahren im offenen Cabrio rum. Findet das noch jemand eine scheiß Idee? Ja, ich. Knallen Sie die Arschbacken zusammen. Sie werden dafür bezahlt, dass man auf sie schießt. Was? Das ist mir aber neu. Na, wie war das? Bauern, ne? Die einfach Also denken, Outlaws, zuhören. Wir kriegen Kalashnikov. unsere Revanche früher als erwartet. Im Dorf die Straße rauf wird gekämpft. Boah. Ein Nachschubkonvoi wurde angegriffen. Wir schlagen Wow. uns eine Schneise und Alter. brechen durch zum Flugfeld. Also Modus auf Ernstfall und Munitionskontrolle. Ja, ich könnte jetzt gut ein paar Ärsche eintreten. Da bin ich dabei. Lasst uns die Ärsche ausräuchern. Achtung, M1 auf 3 Uhr. Das sind ein paar dicke Brocken. Outlaw-Häuptling hier, Outlaw 2-1.
Sprechen Sie, Outlaw 2-1. Da kommt eine Menge Stahl auf uns zugerollt, Sir. Abbrechen und unterstützen? Kommen. Negativ, Outlaw 2-1. Einsatzziel bleibt unverändert. Dorf räumen und weitere Anweisungen abwarten. Verstanden, Outlaw 2-1? Bestätige, Outlaw-Häuptling. Ende. Alles klar, Mädels. Ab jetzt Fresse halten und konzentriert euch auf euren Einsatz. Wir haben 6 Wochen für diese Invasion trainiert, also versauen wir es nicht. Alter, wenn du nicht aufhörst zu jammern, verpasse ich dir eine, dass dich nicht mal Google wiederfindet. Jawohl, Staff Sergeant. Geil. Ja, ihr könnt euch von dem Marine Corps nicht verstecken, ihr Scheißer. Hurra! Oh! Dorf voraus, Staff Sergeant. Shit, was ist denn hier passiert? Ich dachte, das Bataillon hat die Route freigegeben. Fresse halten, ihr Witzbolde. Haha. Fresse halten, du Witzbold. Okay, wir sind da. Alle raus. Alpha Charlie, ihr beobachtet den Fluss. Wenn Sie von da kommen, Meldung machen. Bewegung. Ja. Gewehrschütze! 150 Meter! Norden! Hier Charlie Team, Sie haben uns 150 im Visier. Meter. Ja. Gewehrschütze! 150 Meter! Lagebericht, Corporal. Die Tachis haben uns auf der anderen Seite der Brücke überfallen. Ein Heckenschütze hat meinen Fahrer erwischt. Wir sind ausgerollt, aber wir konnten nicht über die Brücke. Wir steckten fest. Verstanden, Bravo. Bewegen Sie sich darüber Ich und warten seh Sie sie auf mein nicht. Kommando. Wir müssen den Konvoi da rausholen. Ich sehe sie einfach nicht. Hier, Wo Alpha schießen denn Team, die? Sie haben uns im Visier. Lade nach! Hier Charlie Team, Feindstellung unter Deckungsfeuer. Zielobjekt tot. Oh, ich blut ja. Kirby hier! Elende Kacke! Sonny, ich hab was abbekommen! Oh! Hab nicht Gewehrschütze, mal 100 gemerkt. Meter, Norden. Oh, ich kann selbst. Kontakt, Gewehrschütze, 100 Meter, Nordosten. Gewehrschütze, 150 Meter, Norden. Wieso sehe ich denn nie einen? Gewehrschütze, 150 Meter, Nordosten. Hier Alpha Team, Sie haben uns im Visier. Trupp, bei mir neu formieren! Unterwegs zu Ihnen. Okay, aufgepasst. Wir decken die andere Seite der Brücke mit Feuer ein, treiben sie zurück und geben diesem Konvoi eine Chance, da rauszukommen. Also ab dafür, Marine. Hier Charlie Wo ist der Team, hin? wir stehen unter Beschuss. Alter. Lade nach! Gewehrschütze! 100 Meter! Norden! Magazin leer, lade nach. Gewehrschütze! 105! Bravo, haltet den Feind nieder und geht dann an seine rechte Flanke. Benutzt die Brücken. Bewegung. Gewehrschütze! 150 Meter! Nordosten! Zielobjekt tot! Gewehrschütze! 150 Meter! Nordosten! Hier Alpha Team, Feindstellung unter Deckungsfeuer. Gegner am Boden! So. Kommt jetzt mein Trupp eigentlich? Lade nach! Das sind Schüsse. Hört auf rumzualbern und fallt den Tachis in die Flanke. Hier Charlie Team, Sie haben uns im Visier. Gewehrschütze, 150 Meter, Norden. Tot! Da müssen wir eigentlich... Hier Alpha Team, die halten den Kopf unten. Ja, Gewehrschütze, 100 Meter, ich bin Norden. unterwegs, ich bin Hört auf unterwegs. rumzualbern und fallt den Tachis in die Flanke. Ja, ich bin doch schon Das ist unterwegs, hier nicht die Mensch. verkackte Brücke von Arnheim. Also schwingen Sie Ihren Arsch über die Brücke und geben Sie den Wichsern Saures. Alter, der sollte mal echt sich beruhigen, Mensch. Ich bin doch schon unterwegs. Nicht übel, nicht übel. Hier Charlie Team, Feindstellung unter Deckungsfeuer. Feindkontakt! Gewehrschütze! 100 Meter! Westen! Feuer einstellen, ich komm durch! Hier Charlie Team, wir stehen unter Beschuss. Tot! Hier Alpha steh Team, mir im die Bild. halten den Kopf unten. Nicht schießen! Ah, Sie machen noch dicke Hose, aber da kommt nicht viel bei rum.
Das war reines Glück. Bravo, Sie übernehmen die Spitze. Rein da und zeigen Sie, was Sie gelernt haben. Stellen Sie den Rest des Dorfes ruhig. Charlie und Alpha, Rückendeckung. Abmarsch. Gewehrschütze, 100 Meter, Nordosten. Hier Alpha-Team, wir haben Verwundete. Na dann, Bravo, zeigen Sie, dass Sie was gelernt haben. Das 9. Gebot, du sollst Befehle erteilen und befolgen. Truppführer, machen Sie eine Ansage. Wenn Ihre Leute nicht wissen, was sie tun sollen, dann sind sie genauso nutzlos wie Ihre Pimmel. Halten Sie Ihre Leute beisammen und spielen Sie Ihre Stärken aus. Das 10. Gebot, du sollst dich vor der Enge hüten. Gentlemen, gehen Sie in eingeengten Kampfzonen davon aus, dass hinter jeder Mauer oder Tür ein Tachi mit einer AK lauert. Naivität ist tödlich. Checken Sie jeden Winkel, arbeiten Sie als Team und setzen Sie Ihre Nahkampfwaffen ein. Trupp, bewegt eure Ärsche! Los! Unterwegs! So, ja. Ich bin doch eigentlich hier nicht so ein... Ich bin doch normalerweise kein Soldat, der Befehle erteilt. Hier Alpha-Team, Sie haben uns im Visier. Trupp, los, weiter! Unterwegs! Oh, was haben wir denn hier? Gewehrschütze, 50 Nee, Meter! da Norden. gefällt mir doch meins doch schon viel besser. Hier Alpha-Team, wir haben Verletzte! Okay, unsere Chance ist genau jetzt, also bringt die Fahrzeuge her. Oh, ich bin getroffen! Zielobjekt ruhig gestellt. Gegner am Boden. Oh, scheiße. Wieso will ich mich denn hier heilen? 50 Meter, Nordwesten. Einer für die Gefallenen-Statistik. Hier Charlie-Team, hier hagelt es Blei. Tot! Kirby hier! Elende Kacke! Sonny, Was ich hab was tot? abbekommen! Sofort! Stehe unter Beschuss! Einer Überhaupt für die nicht Gefallenen-Statistik. Wir verlieren hier Marines. So, die Blutung wäre gestoppt. Wir werden angegriffen. Ja, wir auch. Mann, ich verstehe es nicht, warum das die immer so Hektik machen müssen. Feindkontakt, Nordwesten. Hier Charlie-Team, wir werden beschossen. Geben Feuerschutz! Wir werden beschossen und wir etwa nicht, oder was? Echt? Warum müssen die eigentlich immer? Verstanden, Outlaw-Häuptling, klar und deutlich. Es ist geschafft. Prophet sagt, Satricon zeigt überall grünes Licht. Die Gegend ist sicher. Waffen sichern und in Marschformation antreten. Aufsitzen, Outlaws! Hier Charlie-Team, Feindkontakt. Ach so, okay. Jo, bisschen leicht verwirrend, aber sonst alles gut. Wo bist denn? Los, steigt verdammt nochmal ein! Trupp, hier sammeln! Bin unterwegs dahin. Moment, ich muss da erst noch einen Verletzten. Was machen denn Kontakt, die? Südosten. Wenn das Auto. Bravo, rein in den verfluchten Humvee! Trupp, verarzten Sie Valletto! Trupp, verarzten Sie Valletto! Ja, ja, immer diese Hektik. Bravo, Cool, wenn rein ich in den auch- verfluchten Humvee! Jetzt halt's Maule! Ich schwöre, wenn ich eine Kugel übrig habe, erschieße ich dich. So, Mein das Leck Gott. wäre gestopft. Trupp, an Bord, Marines! Bestätigt. Kein Problem. Boah, also genau solche Outlaw-Häuptling Kommandanten, hier, wo immer Outlaw Stress 2-1. machen und Straße so zum weiter im Flugfeld Krieg, geräumt. Setzen den die Auftrag bringen fort. den Bitte Tod. bestätigen. Kommen. Bestätigt.
Richtige. Alles verstanden, Outlaw 2-1. Schön, dass Sie wieder im Spiel sind. Outlaw Häuptling Ende. Also, was haben die verfickten Frischlinge heute alles gelernt? Wenn ihr tut, was ich sage, fliegt ihr vielleicht doch auf einem Sitz nach Hause statt im scheiß Frachtraum. Ihr habt es geschafft, nicht einen einzigen Mann zu verlieren. Hurra, aber auch. Okay, Outlaws. Wir holen uns am Außenposten Nachschub und dann dürft ihr mit Mustangs Segen gleich wieder raus und ein paar Ärsche eintreten. Da ich weiß, dass jeder Marine morgens mit dem Wunsch aufwacht, irgendwas abknallen zu dürfen, seid ihr also ein Haufen verdammter Glückspilze. Also, na gut, zurück aus der schönen Traumwelt in die harte Realität. Befolgt meine Befehle, dann verdient ihr euch vielleicht sogar mal die Position, in die ihr reingeschlittert seid. Willkommen in eurem neuen Zuhause, Marines. boah, also Willkommen in Tadschikistan. Ja, dankeschön. Aber dich bräuchte ich jetzt echt nicht. Sie sind nicht bei... Ja. Nee, also echt, solche Leute brauche ich in meinem Umfeld nicht. So, 8 Uhr morgen, die Nachbarn treffen. Ach, ja, ich treffe auch immer gern die Nachbarn. Gewehrschütze, nicht bereit, KI, Mission. Könnte man das auch im Koop spielen? Ich glaube ja, ne? Naja. Passt aber so. At ease. Good morning. Welcome to Tajikistan, Marines. Most of you already know me. I'm Colonel Hardaway, your battalion commander. Operation Enduring Shield is more than just rooting insurgents out of their hiding holes. It's about protecting the people of this country from persecution. The insurgency here is taking full advantage of a destabilized government that's struggling due to a number of factors. We're here to reverse that situation by supporting the government forces in retaining control of their territories and giving aid to the civilians in any way we can. But this isn't just a ground war, it's a mind war. We are here to instill hope in the civilians of this country, not just with honorable words, but to win back some of the human terrain in this area. I need cover and support for the explosive ordnance disposal teams as they identify and disarm any IEDs in these areas and extend our safe zone over these hotspots. Be aware of these areas to the north. We have seen a lot of traffic around this area. I'm expecting there to be communication posts and weapons caches there. Collateral damage must be kept to a minimum, but the rules of engagement are clear. Anyone approaching a Marine with a weapon will be considered a threat and is to be suppressed. Do I make myself clear? If you get into any trouble, air support will be standing by. The A-10 call sign is Tusker 2-4. Das ist sowas wie ein Tutorial, ha? Fight to win. Dismissed. Das ist sowas wie ein Tutorial. Puffering. Flashpoint Red River handelt um den Afghanistan-Einsatz. Wo ist das Arschloch? Entschuldigung. Nur weil ihr den letzten Einsatz überlebt habt, macht euch das noch lange nicht zu Superman in meinen Augen. Und wenn ihr euch nicht an die 10 NOx-Gebote haltet, könnt ihr heute Abend sowieso mit dem allmächtigen Hafe spielen. Minenräumer sind in den Hügeln, um in den verschiedenen Städten mögliche Sprengfallen zu entschärfen. Nachdem wir sie in ihr Einsatzgebiet gebracht haben, rücken wir nach Südosten zu einer Schule in einem größeren Dorf vor. Bravo! Sie und Alpha bilden einen Verteidigungsring, während Charlie das Dorf Haus für Haus durchsucht. Die Minenräumer kommen erst rein, wenn alles gesichert ist. Solange die Minenräumer in dem Dorf sind, kommt da niemand raus oder rein. Und keine Rambo-Nummern. Wir identifizieren jede Bedrohung und schalten sie gezielt aus. Kein wildes Rumgeballer und Türen eintreten. Wir müssen den Einheimischen zeigen, dass wir ihnen helfen wollen. Kurz gesagt, benehmt euch. Jo, dann halt, naja. Worauf wartet ihr? Bewegt euch, ran an die Arbeit! Was müssen wir denn jetzt machen? Verteidigung. Bewegen Sie sich! 100 Meter! Norden! Verteidigung bringen. Boah, aber offene Straßen und so weiter, Wahnsinn. Also ich muss sagen, echt super gemacht. Also gut, Marines, wir
gehen in den Nordwestsektor, um eine Verteidigungslinie zu errichten. Zeigen wir den Bravo-Muschis mal, wie man das richtig macht. Alpha in Position, hier bewegt sich nichts. Verstanden. Absperrung steht. Aber keine Zivilisten? Das stinkt. Charlie, bewegt eure Ärsche. Okay, Charlie schreitet zur Hausdurchsuchung. Kannst ja gar nichts machen. Scheiße, ist das ruhig. Ich wette, hier kannst du eine Maus auf 200 Meter furzen hören. Die wissen offenbar, dass wir hier sind, Staff Sergeant. Dann haben Sie Feuererlaubnis. Wenn da irgendwer mit einer Waffe rumschleicht, toasten Sie ihn, okay? Jawohl, Staff Sergeant. Ja, Kontakt, ist es. Feind greift aus nordöstlicher Richtung an. Bestätigt, Alpha. Charlie, legen Sie einen Schritt zu. Bravo, behalten Sie die Zone im Auge. Alles Richtung Norden oder Osten gehört Ihnen. Alles wird abgeriegelt. Da kommt mir keine Ratte rein oder raus. Ist das klar? Outlaw-Häuptling, hier Outlaw 2-1. Sind im Gefecht gegen Fußtruppen, nahe beim ersten Dorf. Kommen. Gebäude sauber, gehen weiter. Erledigt! Gewehrschütze, 150 Meter! Nicht schießen! Zielobjekt tot. Gewehrschütze, 150 Meter! Das hier ist erledigt, weiter geht's. Gewehrschütze, 150 Meter, Nordosten. Hier Alpha-Team. Gewehrschütze, 100 Meter! Osten! Tot! Ich bin hier... Saptor ist am Boden! Oh, Ich bin Alter. getroffen! Tot! Soto hier! Oh. Sunny! Soto! Hier ist nichts, nur ein Haufen Sperrmüll. Ruhig gestellt. Oh, scheiße, 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 scheiße. Hier Charlie-Team, wir greifen an. Zielobjekt ruhig gestellt! Ich... Nicht schießen! Taylor hier! Ich liege hier unter Oh, Beschuss. fuck. Ich bin getroffen. Langsam wird es hier ungemütlich. Ich habe getan, was ich konnte. Alles leer, auf zum nächsten. Kirby hier! Sunny! Bestätigt. Ich könnte etwas Scheiße. Hilfe gebrauchen. Soto hat's erwischt. Idiot. E drücken, um schneller zu verbluten. Kirby wurde verwundet. Taylor wurde verwundet. Ich dachte jetzt, E sei, um die Blutung zu stoppen. Ach Gott. Ich mag's nicht, wenn so Hektik herrscht. Ich kann da nicht in Ruhe lesen. Mano, immer diese Hektik. Also gut, Marines, wir gehen in den Nordwestsektor, um eine Verteidigungslinie zu errichten. Zeigen wir den Bravo-Muschis mal, wie man das richtig macht. Trupp, Verteidigungsstellung aufbauen. Schon da. Alpha in Position, hier bewegt sich nichts. Verstanden. Absperrung steht. Aber keine Zivilisten? Das stinkt. Charlie, bewegt eure Ärsche. Okay, Charlie schreitet zur Hausdurchsuchung. So. Hi, Dragon. Ja, ich habe ja meinen Rechner neu gestartet und darum Scheiße, ist das ruhig. Ich wette, hier kannst du eine Maus auf 200 kam Meter ich furzen nicht hören. wirklich oft zum Livestreamen, weil ich erstmal alles einstellen musste. Und ich hoffe auch jetzt, dass der Stream super läuft. Ich habe nämlich die Internetverbindung rausgefunden, warum dass ich solche Probleme hatte. Und auch Vocal, also Mikrofon und Lautstärke von In-Game Sound ist okay. Wenn nicht, dann schreibt es mir bitte in Die wissen offenbar, die dass wir hier sind, Staff Sergeant. Chats. Dann haben Sie Feuererlaubnis. Wenn da irgendwer mit einer Waffe rumschleicht, toasten Sie ihn, okay? Jawohl, Staff Sergeant. Kontakt, Feind greift aus nordöstlicher Richtung an. Bestätigt, Alpha. Charlie, legen Sie einen Schritt zu. Bravo, behalten Sie die Zone im Auge. Alles Richtung Norden oder Osten gehört Ihnen. Alles wird abgeriegelt. Da kommt mir keine Ratte rein oder raus. Ist das klar? Outlaw-Häuptling, hier Outlaw 2-1. Sind im Gefecht gegen Fußtruppen, nahe beim ersten Dorf. Kommen. Ja, Gebäude ja. sauber, gehen weiter. Gewehrschütze, 150 Meter, Nordosten. Die schießen auf mich. Gewehrschütze, 100 Meter! Osten! Hier, das hier ist erledigt, weiter geht's. Gewehrschütze, 100 Meter, Westen. Sie greifen mich an! Wir stehen unter Beschuss. Gewehrschütze, 150 Meter! Osten! Ja, genau, nimm doch Deckung bei Wir mir. haben Feindkontakt. Was ist mit der Abwehr draußen los? Wenn die weiter so reinströmen, können wir das Dorf nicht durchsuchen.
Gewehrschütze! Wir haben Feindkontakt. Was ist mit der Abwehr draußen los? Wenn die weiter so reinströmen, können wir das Dorf nicht durchsuchen. Hier ist nichts, nur ein Haufen Sperrmüll. Erledigt! Gewehrschütze! 150 Meter, Westen! Hier Alpha-Team! Liegen unter schwerem Feuer! Ja. Wir auch. Hier Charlie-Team! Wir greifen an! Hier Alpha-Team! Wir stehen unter Beschuss! Zielobjekt erledigt! Alles leer, auf zum nächsten! Liegen unter schwerem Feuer! Ja, wir doch auch. Nee, die Lautstärke meine ich mit, Ich liege hier unter Beschuss! ob das Mikro untergeht im Sound, so meine ich das. Zielobjekt erledigt! Zielobjekt erledigt! So ist's richtig, lauft schön weg. Niemand legt sich mit dem letzter Alpha-Männchen an. Na gut, sie weichen zurück, aber das kann auch nur ein Test sein, um zu sehen, wie stabil unsere Abwehr ist. Stellung halten, bis Charlie endlich in die Scheißhufe kommt und hier aufräumt. Verlassen. Alles ruhig. Staff Sergeant, da draußen war nichts. Alles sauber. Outlaw Ich bin Häuptling, schon hier Outlaw 2-1, unfair, kommt. ne? Erstes Dorf gesichert. Wiederhole, erstes Dorf gesichert. Keine Sprengfallen, keine Waffen und nur leichter Feindkontakt. Keine Verwundeten. Haben Sie verstanden? Alles verstanden, Outlaw 2-1. Neue Befehle. Sie werden dem Minenräumer-Team Geleitschutz zu dem zweiten Dorf im Norden geben. Vermutlich gibt es dort eine Sprengfalle, die entschärft werden muss. Verstanden? Outlaw 2-1, verstanden, Häuptling. Machen uns an die Arbeit, Ende. Also los, wir ziehen ab. Sobald's losgeht, spielen wir Schutzengel für das Entschärfungskommando. Charlie, ihr seid ihre Schatten. Wenn die pissen, werdet ihr nass. Verflucht, wieso kriegt Charlie immer die Scheißjobs? Gut, dass wir heute Morgen auf der Seite der Koje aufgestanden sind, wo die Arschtritte verteilt werden. Sehr schön, Charlie. Geht und besorgt mir ein paar Scalps. Trupp, Bewegung, 100 Meter, Nordwesten. Lol. Also die Funksprüche sind hier super. Das vierte Also Gebot. nochmal. Denkt dran, was die Schwerkraft mit euren Kugeln anstellt. Ihr werdet den Gegner auf Distanz bekämpfen. Achtet darauf, wo eure Schüsse einschlagen und vergeudet keine Munition. Tut was für euer Geld, Marines. Trupp, Bewegung, 150 Meter, West. Weitere Feindkontakte oben auf dem Hügel, definitiv bewaffnet. Verstanden. Greifen Sie diese Gegner an und halten Sie sie von den Minenräumern und Charlie fern. Minenräumer folgen Charlie, sind unterwegs. Ah, ich bin getroffen! Erledigt! Gewehrschütze! 150 Meter! Nordwesten! 150 Meter Nordwesten. Ich sehe aber keinen. Doch, jetzt habe ich einen gesehen. Zielobjekt tot! Geben Feuerschuss! Erledigt! Hier Alpha-Team! Feindstellung unter Deckungsfeuer! Ich sehe nur die Kugeln, aber kein Gegner. Wir stehen unter Beschuss! Gewehrschütze! 25 Meter! Westen! Einer... Feuer einstellen, ich komme vorbei! Stehe unter Beschuss! Geben Feuerschutz! Erledigt! Laden an! Mann. Geben Feuerschutz! Hier Alpha-Team! Wir... Trupp, helfen Sie! Berlata, komme in Ihren Schussbereich! Geben Feuerschutz! Hier Alpha-Team! Sie haben uns im Visier! Ja, jetzt, mein Gott, macht ihr nicht ins Höschen. Ist ja echt schlimm hier. Man könnte meinen, wir sind im Krieg. Okay, das hilft erstmal! Lade nach! Na bitte, auferstanden von den Halbtoten! So ein... Top, bewegen Sie sich, 75 Meter, Nordwesten. Sind ja schon dran! Sir! Ich will ja hier nicht so schreien, Mensch. Nee, nochmal die Frage. Kennt ihr Squad? Ist auch so ein Army-Game. Online-Army-Spiel. Trupp, Bewegung, 50 Meter, 50 gegen 50. Und man ist in einem Squad von 9 Mann. Trupp, Bewegung. Bin unterwegs. Und es hat dann halt mehrere Squads in der einen, auf der einen Bewegung, Seite, 50 wie aber auch auf Meter. der anderen Seite. Und ja, ich würde gern hier mal so einen Squad zusammenstellen. Das würde mich sehr freuen. Also wenn ihr Squad habt oder es Trupp, noch nicht, Bewegung, 75 nicht Meter, kennt, Norden. Bin unterwegs. dann schaut mal bei YouTube. Gebt einfach mal Squad ein. Ich kann jetzt hier leider nicht zeigen, wie es geschrieben wird, aber na, versucht es einfach mal.
Und Bewegung. Möglicher Kontakt. 50 Meter Norden. Hier Alpha-Team. Feindkontakt. Top! Angriff! Ziel! Gewehrschütze! wirklicher Kontakt. Mapamohi! So eine... Tot! So eine... Kistnelke hier. Entschärfungstrupp bewachen. Ja. Ja. So stirbt man. Planet Coaster habe ich schon lange nicht mehr 100 gespielt. Meter Nordwesten. Jo. Das 4. Gebot. Denkt dran, was die Schwerkraft mit euren Kugeln anstellt. Ihr werdet den Gegner auf Distanz bekämpfen. Achtet darauf, wo eure Schüsse einschlagen und vergeudet keine Munition. Tut was für euer Geld, Marines. Ach ja, das war ja da mit... Weitere Feindkontakte oben auf dem Hügel. Definitiv bewaffnet. Verstanden. Greifen Sie diese Gegner an und halten Sie sie von den Minenräumern und Charlie fern. Minenräumer folgen Charlie, sind unterwegs. Geben Feuerschutz! Gewehrschütze! 150 Meter! Westen! Geben Feuerschutz! Hier Alpha-Team! Au. Wir stehen unter Beschuss! Gewehrschütze! 100 Meter! Nordwesten! Zielobjekt erledigt! Ja, Zielobjekt noch nicht erledigt. Trifft er nicht. Top! Feuer einstellen, ich komme vorbei! Stehe unter Beschuss! Zielobjekt ruhig gestellt! Mein Gott, auch Hier Frauen schießen Alpha-Team! hier. Wir haben Verletzte! Zielobjekt ruhig gestellt! Sind das echt Frauen, wo hier Feuer einstellen, ich rumschießen? komme Oder? vorbei! Geben Feuerschutz! Nee, nicht Squad, Tot! sondern, ja, nee, das sind eigentlich Hier, Squad, Alpha-Team, so quasi. Feuer einstellen, ich komme vorbei! Geben Squad Feuerschutz! in dem Sinn Einheit. Das ist, ja, nicht Sie haben uns im Visier! SWAT, Erledigt! sondern Squad. Geben Feuerschutz! Das ist so eine Bedeutung war eigentlich, ein Squad ist eigentlich eine, so eine Armeeeinheit. Lade nach! Das ist ein Squad. Top! Bewegen Sie sich! 75 Meter! Nordwesten! Nee, ich will doch keine AK, geht's noch? Irgendwo war ich. Bewegung! 50 Meter! Westen! Bin unterwegs! Irgendwo bin ich doch da gestorben, weil... Ich weiß es schon nicht mehr. Bewegung! Bin unterwegs! Trupp, los, weiter! 50 Meter! Westen! Unterwegs! Squad, genau so wird's geschrieben, Dragon. Also es ist eigentlich ein 50 Team, Meter! Norden! ein Team Community, Commentary, nee, wie soll man das sagen? Das ist eigentlich ein Teamplay-Spiel, Trupp, wo zu man, mir! Unterwegs zu ihm. wo man miteinander wirklich wie im Krieg funken muss, also quasseln muss, um wirklich erfolgreich zu sein. Und da gibt es einen 75 Squad-Leader Norden. und jeder hat so seine Aufgabe halt, Medical und so weiter, und man muss halt miteinander wirklich kommunizieren in dem Ganzen, denn Ich sonst habe hier eine Silhouette! 50 funktioniert es Meter! nicht. Nordwesten! So wie Hier jetzt zum Alpha-Team, Beispiel die Feindkontakt. NPCs. Geben Feuerschutz! Ich glaube, ich sehe was. 50 Meter! Norden! Zielobjekt neutralisiert! So wie die NPCs hier Gewehrschütze! Sofort! Sie haben uns im Visier! kommunizieren. Feindstellung unter Deckungsfeuer! Stehe unter... Feindkontakt! Gewehrschütze! 25 Meter! Nordwesten! Hier Alpha-Team! Sie haben uns... Alpha hier. Hügel sehen sauber aus. Keine schlechte Aussicht, auch Boah. wenn diese Staubschüssel so trocken ist wie Sorensens Mutti nach dem Vorspiel. Lade nach! Feuer einstellen, ich komme vorbei! Wo schießen denn die?
Bewegen Sie sich! 100 Meter! Norden! Also muss ihr echt, Dragon muss ihr echt mal Let's Plays anschauen. Bei YouTube, da von Smart Tactical. Charlie, sind unterwegs. Prophet hat keinerlei Informationen über die Gegend. Aber das bedeutet nicht, dass in diesen Bergen keine Tachis lauern, die in euren Schädeln Gehirngulasch kochen wollen. Also Augen auf. Der macht super Let's Plays, kann man sagen, von Squad. Und er spielt es auch wahnsinnig gut. Beobachten. Hä? Charlie hier, wir könnten Hilfe gebrauchen. Werden von mehreren Gegnern festgenagelt. Und Ja, unser ich Fahrzeug komm. ist im Arsch. Erbitten Verstärkung. Was, Diese ihr habt vorlauten, ein Fahrzeug? frechen Wichser. Bravo, schwingt eure Ärsche darunter und sagt diese Scheiße ein. Alpha, Ja, das haltet Spiel- euch das an die Spiel Westseite nicht, und ja. sichert dort die Flanke. Outlaw-Häuptling hier, Outlaw 2, liegen unter schwerem Beschuss. Das Das Spiel Minenräumerteam hast du wurde nicht, das getroffen. ist richtig. Scheiße, stehen unter schwerem Beschuss. Habe ich jetzt einen Mitspieler von uns getötet? Nee. Gewehrschütze! 250 Meter! Osten! Hier Charlie-Team! Wir stehen unter Beschuss! Gewehrschütze! 250 Meter! Osten! Liegen Das unter ist schwerem wirklich, Feuer! Wir werden hier durchgefickt, schafft uns die Schwuchteln vom Hals. Ja, komm, wir haben noch keine 22 Uhr, also benimm Gewehrschütze! dich. 250 Meter! Osten! Hier Charlie-Team! Sie haben uns im Visier! Ja, Flenn, komm. Und deswegen dem Mike, naja, das sollte ja eigentlich auch kein Problem sein, oder? Das kann man sicher auch. Was? Wow. Hier Charlie-Team! Liegen unter schwerem Feuer! Wir greifen an! Danke für die Hilfe, Bravo. Outlaw, hier nochmal. Outlaw 2-1, haben den Hinterhalt abgewehrt, sind unterwegs zur Entschärfung der Sprengfalle. Verstanden, Outlaw 2-1. Melden Sie, wenn die Sprengfalle entschärft ist. Outlaw Ende. Gut, Abmarsch, Und Leute. Charlie Dragon Bravo muss bleiben ja auch beim nicht jetzt Entschärfungskommando, gerade bis wir im sein, Dorf ne? sind. Das ist ja Das 6. Nox-Gebot, ein Projekt, das Gentlemen, ich volle in Magazine, immer nachladen nach dem Gefecht. ferner Es sei denn, ihr Zukunft findet mal es gerne lustig, wieder plötzlich ohne einen umsetzen. Schuss im Rohr dazustehen, wenn der Tachi euch an die Wäsche will. Daher hast du noch eigentlich, ne, wenn du Interesse hast, immer noch genug Zeit. Das muss ja nicht jetzt auf morgen sein, sondern das kann Ihr seid echt auch Knallfroschbändiger? erst in einem Monat Verrückt. sein oder so. Zumindest wissen wir, woher die Gefahr kommt, im Gegensatz zu euch. Ja, aber ihr musstet euch zur Navy melden. Igitt. Ach, hast du was gegen die Navy? Nicht doch. Wenn wir irgendwo kämpfen müssen, bringt ihr uns immer brav dahin. Dann braucht ihr doch die ganzen Spielzeugautos gar nicht, die wir euch immer hinterher schippern. Doch, bis ihr endlich lernt, über trockenes Land zu schippern. Meine Fresse, könnt ihr Muschis nächstes Mal vielleicht noch langsamer latschen? Minenräumer 1-1 an alle Trupps. Undetonierter Sprengkörper in der Dorfmitte. Offenbar eine Sprengfalle, die an der Unterseite eines Fahrzeugs hängt. Wir melden, wenn wir sie entschärft haben. Ich will einen Unglaublich. Verteidigungsring, sofort! Alpha, Sie übernehmen den Norden. Charlie, Sie kleben am Arsch der Minenräumer. Wenn die kacken, wischen Sie ab. Bravo, Sie kümmern sich um den westlichen Sektor. Niemand nähert sich dem Dorf, verstanden? Zu Befehl, Staff Sergeant. Verstanden. Und das bringt uns zum 8. Nox-Gebot. Arbeitet mit Sperrfeuer. Wenn ihr einem Tachi genug Blei um die Ohren fliegen lasst, knallt er den Schwanz ein und haut ab. Und wenn nicht, wird er niedergehalten und ist ein leichtes Ziel. Ach, den Teil da oben. Nicht ohne, ja, Westen. Passt. Entschärfungsteam, Status. Wir haben hier eine Sprengfalle mit Handy- und Annäherungszünder. Sie steckt voller Kompositsprengstoff mit einem Mobilfunkdetonator und einem redundanten Bewegungssensor. Ein netter, kompakter Kanister, der uns alle zu Mus verarbeiten kann. Also bitte keine Du Telefonsex darfst anrufen auf sowas dieser nicht Nummer, spielen, klar? das macht dich zu Vielen Dank für den militärisch. Hä? wissenschaftlichen Vortrag. Geht das auch in verständlich? Wir können das Ding nicht entschärfen, wir müssen es kontrolliert sprengen. Gebt uns etwas Zeit zum Verkabeln. Wie meinst du das? Du wärst zu militärisch. Hat das Auswirkungen auf dein Umfeld? Mein Gott. So intensiv sollst du ja da doch gar nicht dich in ein Spiel reinmachen.
Also das ist gespenstisch hier. Mir ist es hier viel zu ruhig. Haben wir einen Voraustrupp reingeschickt, um sich mal umzusehen. Oh, scheiße. Fuck. Hat er gerade viel zu ruhig gesagt? Ja, vor allem... Möglicher Kontakt. 100 Meter. Westen. Hier, Alpha-Team. Feindkontakt. Top! Ich sehe Bewegung. Infanterie, 200 Meter westlich. Scheiße. Weitere Feindkontakte aus Richtung Norden. Tja, die Zeit arbeitet gegen euch, Sprengmeister. Da kommen mehrere Gegner aus Westen an, also legt die Zangen weg und geht lieber zügig in Deckung. Outlaw-Häuptling hier, Outlaw 2-1. Greifen Gegner an. Stehen unter Beschuss aus Norden und Osten. Hier, Charlie-Team. Feindkontakt. Erledigt! Gewehrschütze! 400 Meter! Nordosten! Boah, wir sind ja hier gerade... Scharfschütze! 150 Meter! Osten! Erwischt! Liege unter Beschuss! Extrem auf dem Präsentierteller. Hier, Alpha-Team! Liegen unter schwerem Feuer! Ja, Scharfschütze! 400 Meter! Nordosten! Scharfschütze, was? Wir werden beschossen! Ist der von uns oder was? Hier, Charlie-Team. Feindkontakt. Muss ich jetzt echt da runtergehen oder was? Hier, Alpha-Team! Wir verlieren hier Marines! Ja, nee. Die decken uns hier richtig satt! Sie ziehen sich zurück. Zielobjekt ruhig gestellt. Mein Gott. Hier, Charlie-Team. Trop, helfen Sie! Taylor! Habe ich danach meine Outlaw-Häuptling Wohnung hier, mit. Outlaw 2-1. Einsatzgebiet gesichert. Geben weiter dem Entschärfungstrupp Deckung. Danke, Outlaw 2-1. Den Rest schaffen wir alleine. Hallo, Jeder, was der geht nicht mit zum dir Minenräumer ab, umschulen hey? will, östlich des Dorfes sammeln und wachsam bleiben. Da war natürlich deine Familie nicht ganz so erfreut darüber, ne? Sammeln und Dorf sichern, was? Was müssen wir sichern, was? Mein Gott, das geht ja bei dir wirklich ab, hey. So intensiv. Hast du irgendwie so ein, ja, nee, ich frag das jetzt nicht. Zu persönlich und geht mich nichts an und das ist auch eine kleine freche Frage. Nee, die lasse ich lieber. Keine Sorge. Ja, aber warum ist denn das so extrem bei dir, lieber Dragon? Frage ich mich jetzt, echt? Habe ich ja noch nie gehört. Hier sammeln. Ja. Vorrück. Minenräumer 1-1 an alle Trupps. Alles bereit zur kontrollierten Sprengung. Gut, dann spreng. Was mach ich jetzt? Sprengung! Jetzt macht's gleich Boom. Boom! Wow, das war verflucht beeindruckend. Das war eine kontrollierte Sprengung? Wäre ich nie drauf gekommen. Outlaw-Häuptling hier, Outlaw 2. Bestätige Detonation der Sprengfalle. Erbitte Erlaubnis, die Minenräumer zurück zu eskortieren. Kommen. Negativ, Outlaw 2-1. Dafür stellen wir eine andere Einheit ab. Sie werden Richtung Osten abmarschieren, zum Dorf dort. Outlaw 1 wird von dieser Position aus heftig beschossen. Sie haben es außerdem mit mehreren Gegnern zu tun. Die Aufständischen haben sich bei einem Schulgebäude in der Dorfmitte verschanzt. Sie müssen einen zweiten Angriff aus Richtung Nordwesten führen. Alles verstanden? Verstanden, Outlaw-Häuptling. Schulgebäude. Marschieren zum Dorf im Osten, um Outlaw 1 dort zu unterstützen. Ende. Welches Dorf denn? Hört zu, neue Befehle vom Häuptling. Wir rücken nach Osten vor. Da hat sich ein Haufen Tachis in einem Schulgebäude im Dorf östlich von hier verschanzt. Outlaw 1 steht unter Beschuss von dort. Wir werden ihnen den Mein Arsch Gott, retten. also wie schon gesagt, Charlie, naja, wenn das so aufgepasst. ist, Ab durch die Äcker nach Süden. Errichten Sie eine Verteidigungsstellung an der Südstraße zum Flugfeld. Outlaw 1 ist auf dieser Straße unterwegs. Sorgen wir dafür, dass Sie durchkommen, ohne wie ein Schweizer Käse auszusehen. Sie sind der Ey, nichts Bremskeil gegen den zwischen Schweizer Ihnen und Käse, Bravo. der ist fein. Bewegung. Bravo, hören Sie auf, wie ein hirnloser Zombie durch die Weltgeschichte zu torkeln. Zurück auf Position. Verstanden, Staff Sergeant. Los, Charlie, wir müssen mal wieder die Welt retten. Holen uns Hubschrauber oder Humvees ab, Staff Sergeant.
Sie lahmarschiger Kaninchenfurz. Hol mich ab, fahr mich hin. Limousinenservice gefällig? Wir laufen, Freundchen, glauben Sie mir. Ich habe Ihren letzten Fitnesstest gesehen. Sie können Bewegung gebrauchen. Darum geht's gar nicht, Staff Sergeant. Aber diese verfickten Berge sind wie Iwo Jima und so. Scheiß perfekt für Tachi-Hinterhalte. Ach was. Na, da Sie die Gegend so gut kennen, übernehmen Sie die Spitze. Alpha, Sie kommen danach. Bravo, Sie sind das Schlusslicht und passen auf unsere Ärsche auf. Und jetzt Abmarsch, verflucht nochmal. Jawohl. Dann macht mal vorwärts. Super gemacht, du Waschlappen. Du hast den Staff Sergeant ganz schön aufgeregt. Nox findet doch immer was, um uns den Arsch aufzureißen. Dauernd meckert er an irgendwas rum. Aber immerhin sind wir noch am Leben, oder? Nur wenn ihr Schlabbersäcke mit schlapper Vorhaut meine Wir 10 sind die- Gebote befolgt. Ehrlich, Mann. Wo holt er solche Sachen her? Genau dort, wo ich gleich reintrete, wenn ihr nicht die Fresse haltet und euch langsam mal konzentriert. Verstanden, Staff Sergeant. Bravo, das Gebäude, 11 Uhr. Ich habe hier eine Silhouette. Hier Alpha-Team. Feindkontakt. Top! Räuchert das Gebäude auf! Feuer einstellen, ich komme vorbei! Kontakt, Manöver. Gewehrschütze, 50 Meter, Osten. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Ich wiederhole. Charlie steht unter schwerem Beschuss. Der Gegner befindet sich in den Bauernhäusern in der Mitte des Tals. Wir liegen in einem Graben 200 Meter entfernt, haben aber keine Chance, hier lebend rauszukommen. Die knallen uns sofort ab. Wir brauchen Unterstützung. Komm! Alter. Verstanden, Charlie, durchhalten. Wir arbeiten dran. Ihr seid ja Häuptling, saugut, hier liebe 2-1. Kollegen. Haben Gegner in einer Gebäudeansammlung südwestlich der Sprengfallenposition. Erbitten Feuerunterstützung. Kommen. Verstanden, Outlaw 2-1. Mörser-Batterien errechnen Feuerleitlösung nach Ihren Koordinaten. Bereithalten für Wirkungsfeuer. Verstanden, Charlie. Lasst euch nichts abschießen. Wie geil ist Bravo, das ran denn, ans ey? Funkgerät. Artillerieschlag auf das Bauernhaus anfordern. Zu Brennt die den Scheiße Gegner, da nieder. bin ich doch mal Sie brauchen beruhigt. freie Sicht aufs Ziel, also suchen Sie sich einen Beobachtungsposten. Alpha, der Einsatzbefehl hat Vorrang. Rückt auf die Schule vor und erkundet die Lage. Ich will wissen, was diese Schwanzlutscher für uns in petto haben. Also diese Ausdrücke, hey, ich merke schon, diese Spiele darf ich erst ab 22 Uhr spielen, hey, mit diesen Kommentaren, wo die da haben. Schwanzlutscher, Pisser, Arschlecker. Mein Gott. Outlaw 2-1, hier Outlaw Häuptling. Mörser bereit zum Feuerschlag. Charlie, Mörserbeschuss ist unterwegs. Verflucht knapp. Haltet eure Rüben unten. Trupp, Bewegung, 25 Meter, Süden. Bin unterwegs. Ich weiß ja nicht, oben zu sein, ist ja irgendwie... Wie komme ich denn jetzt da? Ach so. Habe ich nicht gesehen. Alpha hier, bewegen uns Richtung Norden, um uns die Einsatzzone anzusehen. Oh, Alter. Sowas von bescheuert hinzuliegen. Was muss ich denn decken? Hier Charlie-Team, die decken uns hier richtig satt ein. Bravo-Team erbittet Unterstützung. Stellung halten, Bravo. Mörserschlag anfordern. Was denn? Wo denn? Hier. Hier Charlie-Team, Sie haben uns... Ich brauche HE-Artilleriefeuer, 550 Meter, Süden, von meiner Position. Bestätigt, Unterstützung unterwegs, Wirkungsfeuer. Ich sehe nix. Ich sehe nix. Verflucht, sind Sie blind, Bravo? Das Bauernhaus! Hä? Die sind immer noch an uns dran, die sind überall wie beschissene Kakerlaken. Verstanden. Warten Sie, Charlie. Outlaw Häuptling hier, Outlaw 2-1. Artillerieschlag wirkungslos. Schwerer Widerstand am Bauernhaus. Erbitte Luftunterstützung. Kommen. Verstanden, Outlaw 2-1. Schalte Sie zur Flugeinsatzleitung. Kommen. Verstanden, Häuptling. Hier Tasker 2-4 sind Flughöhe 15.000, 30 Meilen östlich der aktuellen Position von Outlaw 2-1. Kommen. Verstanden, Tasker 2-4. Ja. Und jetzt? Nähern uns Zielgebiet. Outlaw 2-1, bitte Ziel nochmal bestätigen. Kommen. Ziel ist ein zweistöckiges L-förmiges Bauernhaus. Westlich neben einem kleinen ummauerten Hof. Gegner sind offenbar alle im Gebäude, nördlich der Position von Outlaw 2 Charlie. Wir erkennen mehrere Personen, bewaffnet mit kleinkalibrigen Waffen.
Wahrscheinlich AK-47. Also eigentlich das Gebäude, was ich jetzt anstarre, oder? Einwandfrei verstanden. Outlaw 2-1 sind auf Angriffsflughöhe, Waffen entsichert und scharf. Satricon zeigt ein Bauernhaus östlich der Obstgärten und Bäume. Sehen Sie das Bauernhaus. Bitte bestätigen. Komm. Bestätigt. Feuere jetzt. Ich sehe keinen. Alter, wehe, du schießt auf mich. Hä? Outlaw 2-1, ich kann Sie im Staub nicht sehen. Bitte um Schadensmeldung. Bestätigt, guter Schuss, Tusker 2-4. Sie scheinen sie erwischt zu haben. Bestätigt, dann sind wir wieder weg, Outlaw 2-1. Schönen Tag noch. Fuck, ehrfurchterregend, echt. Wir haben wieder Luft. Gebt uns 2 Minuten, um den Rest der Wichser aufzuwischen, dann sind wir sofort unterwegs zum Ziel. Abmarsch, Charlie. Sie rücken sofort auf das Ziel vor. Keine Stopps unterwegs. Outlaw beseitigt die restlichen Bedrohungen hier. Bravo, das gilt auch für euch. Kein Blümchenpflücken mehr unterwegs. Hier, Alpha, wir sind im Dorf und haben die Schule im Blickfeld. Aber das Ganze ist ein scheiß Labyrinth hier. Ich weiß nicht, welcher bekiffte, verfickte Architekt diesen Laden geplant hat, aber ich brauche ein GPS, um da durchzukommen. Schnauze, Alpha. Hier gibt's keine Architekten. Das wird alles aus Lehm und Schweiß zusammengepappt. Bravo, da kommt ein Kampffahrzeug auf Ihre Position zu. Wie es aussieht mit Bord-MG und mehreren bewaffneten Gegnern. Motiviert. Fertig machen zum Feuern, Bravo, Sie kommen. Jetzt Stopp! Gewehrschütze! Alpha in Position. Charlie, Bravo, Statusbericht. Kommen. Charlie ist unterwegs zur befohlenen Position. Alles wartet auf meinen Befehl. Das muss koordiniert ablaufen oder die verarbeiten uns zu Chop Suey. Trupp, hier sammeln! Bestätigt, setze mich in Marsch! Ja, setz dich nicht in Marsch, sondern komm her. Sowas hört man in der heutigen auf dem Schulhof, ja, das stimmt soweit ja schon, aber ne, das brauche ich ja als Let's Player, als Livestreamer, ja nicht unbedingt den Jugendlichen. Wow! Tot! Den Jugendlichen unbedingt zugänglich zu machen, sowas, oder? Alter. Lade nach! Ja, ja. Also es ist ja relativ noch Charlie in Position, erwarte Befehle. Zum Spielen. Also easy nicht, aber es ist relativ... Scheiße, Bravo, Laufschritt, wir warten auf euch, Kacklappen. Ja, komm, reg dich auf, komm, Haupt gib's, schrei rum, los. Wieso stresst denn der immer, Mensch? Hab ne Silhouette, 150 Meter, Osten. Ja, ich auch. Silhouette, bestätigt, alle Trupps in Position. Sie haben Feuererlaubnis, aber schießen Sie nicht wild rum. Denken Sie an die Spielregeln. Das Letzte, was wir gebrauchen können, ist schlechte Presse. Hier Outlaw-Häuptling. Verstanden, Sie können weitermachen. Die ganze Gegend wurde als feindlich eingestuft. Durchkämmen und säubern. Häuptling Ende. Okay, Outlaws, das ist unser Signal. Denkt an das 10. Gebot. Achtet auf euren Arsch, wenn es eng wird. Nur Nahkampfwaffen. Wenn ihr versucht, da jemanden mit dem M249 zu erledigen, seid ihr schon lange vorher tot. Nahkampfwaffen. Verstanden, greifen an. Einer für die Gefallenen-Statistik. Oh, noch einer. Lade nach. Hier, Alpha-Team, Sie haben uns im Visier. Was macht denn die? Was macht denn ihr, hey? Alpha-Team. Gewehrschütze! 200 Meter! Osten! Aha. Gewehrschütze! 200 Meter! Osten! Hier, Alpha-Team, wir greifen an. Ja, Zielobjekt dann erledigt. los! Mein Gott! Was braucht denn ihr so lange? Wir müssen diese Feuerstellung ausschalten, sonst kommen wir da nie ran. Gewehrschütze! 150 Meter! Osten! Hier, Charlie-Team, wir werden beschossen. Dann tut was dagegen. Hey, nicht schießen! Steck mir einen Tampon rein, Sunny, dann geht's weiter. Sie ziehen sich aus dem Dorf zurück, ab in die Schule. So, Gewehrschütze! 150 Meter! Osten! Greifen Ziel an. Soto hier! Gewehrschütze! 100 Meter! Südosten! Hier, Charlie-Team, Sie haben uns im Visier. Gewehrschütze! 105! So, die Blutung wäre gestoppt. Tot! Lade nach!
Die ballern eine Menge Munition auf mich. Sunny! Hier, Alpha! Trupp, räuchert das Gebäude aus! 150 Meter! Osten! Vorrücken, ich gebe Feuerschutz. Erledigt. Feuerschutz kommt. Hier, Charlie-Team! Feindstellung unter Deckungsfeuer! Tot. Ach, ich kann auch heilen. Zielobjekt Man. erledigt. So gut wie neu! Ich liege hier und ich gebe Feuerschutz. Unter Beschuss! Nicht schießen. Hier, Charlie-Team! Die halten den Kopf unten! Hier, Alpha-Team! Wir haben Verwundete! Ja, ich auch. Lade nach! Boah, Nummer Wir werden 4. beschossen! Mein Gott. Ja, das ist aber normal bei solchen Spielen. Das ist wirklich ganz normal. Da ist wirklich der Player in erster Linie Zielobjekt erledigt! Schwerkraft des Spiels und nicht das Game selbst. Also Hier, schon das Game Charlie-Team! selbst, Wir aber greifen an! Gegner am Boden! Erledigt! Hier, Alpha-Team! Wir stehen unter Beschuss! ich frag mich wo. Los, los, los! Raum gesichert! Was? Irgendwo schießt. Irgendwo schießt er. Wie komme ich nicht mehr hoch? Dieses Gebäude ist frei! Ah, hier. Oh. Bleib mal stehen, lieber Kollege. Sie fliehen hinten aus dem Gebäude. Zielobjekt erledigt! So gut wie neu! Scheiße. Hier, Alpha-Team! Die halten! Ist die Schule völlig geräumt? Verstanden. Schule und Umgebung sind sauber. Einsatzgebiet sauber. Wir erbitten Ja. sofortige Abholung. Kommen! Outlaw-Häuptling hier, Outlaw 2-1. Haben die Schule gesichert. Gebiet feindfrei. Verstanden, Outlaw 2-1. Gute Arbeit. Humvees sind unterwegs, um sie abzuholen. Wir sehen uns dann in der Basis. Was hätten... Verstanden. Die Fahrzeuge kommen euch jetzt abholen. Also schiebt eure schlaffen Ärsche zum Sammelpunkt. Was hätten wir jetzt in der Base, also hier in der Schule machen sollen? Verstehe ich nicht. Hä? Okay, das ist unsere Karre. Rein da. Ach, da hinten. Mann! Trupp, rein in den Humvee. Schon da. Ja, ich auch. Ja. Trupp, springen Sie rein. Bestätigt. Gebe Deckung. Trupp, springen Sie rein. So, ich bin drin. Hallo? Abfahrbereit. Hä? Ein Trupp an Bord, Marines. Sehr wohl. Abfahrbereit. Wo sind die? Hallo? Trupp an Bord, Marines. Bestätigt. Kümmere mich drum. Wo sind sie denn? Hallo? Was machen denn die da hinten? Jo, Dragon! Gute Nacht, schlaf gut und danke fürs noch vorbeischauen. Innen drin. Abfahren, Chauffeur. Abfahren, Chauffeur. Mann, bist du schwul oder so?
Boah. Scheiße, was für eine heiße Nummer. Das war doch mal Arschtreten vom Feinsten, was, Charlie? Glaubt ihr etwa nur, weil ihr eure Arbeit passabel erledigt habt, werdet ihr verdammte Superkrieger? Ihr seid der mieseste, dümmste, erbärmlichste Haufen Marines, mit dem ich je dienen musste. Sorensen, Sie haben mehr Kugeln in den Sand befördert als in die Gegner. Und McGee? Was war das denn für ein scheiß Rummanövrieren? Ihr Trupp war wie eine vollgekiffte Herde seniler Wasserbüffel. Ihr solltet euch schleunigst die Scheiße aus dem Hirn popeln, bevor ich euch alle zur Marschkapelle versetzen lasse. Zu mehr reicht es bei euch noch nicht. Ich will euch nicht anlügen. Diese Scheiße war nur die Spitze des verfickten Eisbergs, der die Titanic versenkt hat. Hier wird die Kacke noch so dampfen, dass ihr eure eigene Nase nicht mehr seht. Also hört auf, euch einen darauf runterzuholen, was für tolle Hechte ihr seid, nur weil ihr nach Fisch stinkt. Diese Scheiße war Kinderkacke verglichen mit dem, was uns noch bevorsteht. Also macht eure Lutschlöcher zu und überprüft eure Waffen, denn der Sand hier ist im Gegensatz zu euch ein echter Killer. Und ich will nachher keinen Suchtrupp losschicken müssen, um eure Eier einzusammeln, nur weil ihr Ladehemmung hattet. Wer hat denn das jetzt gesagt, Mensch? Der zieht neben mir oder was? Steigen Sie in das Fahrzeug zu, räumen Sie den nach. Ach so. War nicht der. Naja, so schlecht war es ja nicht. Rang. Was ist das? Bronze, verliehene Punkte 1. Yeah. So, aber jetzt mache ich auch Feierabend, liebe Freunde. Ich wollte nur ein bisschen Let's Playen. Und dem Konvoi Gleitschutz geben. Das werden wir um 12 Uhr, ne, das werden wir beim nächsten Mal machen. An der Stelle danke fürs dabei sein. Ich wünsche euch noch was. Und ja, wenn euch das Spiel gefallen hat, Daumen hoch, Commentary und weiß nicht was. Und schaut euch unbedingt Squad an. Das Spiel, das ist nämlich der Hammer. Und vielleicht bist du, genau du, der nächste Squad-Member von meinem nächsten Projekt. Man wird sehen. Tschüss!